das sind jetzt ja die ganzen. Ja, alle die Familienfotos. Also die kommt da über. Nein, das nehmen wir da durch. Da. So. Ah, das alle zusammen. Ich schaue alte Fotos an von mir und meiner grossen Schwester Clara. Ja, unsere Mutter war eine eifrige Fotografin. Und was sie alles gefüttert hat. Da Clara beim Schwimmen. Ja. Und mich im Bett oder da. Zum Beispiel ich auf dem WC. Also ehrlich. Von dieser WC-Foto gibt es eben eine besondere Geschichte. Ja, die geht so. Der Vater hat einen ganzen Korb voll Äpfel heimgebracht. Schöne, grosse Äpfel. Als ich die Äpfel gesehen habe, ist mir gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen. Wenn ich will, habe ich zu meiner Schwester Clara gesagt, dann könnte ich gerade alle Äpfel auf einmal aufessen. «Alle?» hat Clara gefragt. «Alle», habe ich gesagt. «Ja, dann vertätscht es dich aber», hat Clara gesagt. «Nein, Clara, mich vertätscht es nicht.» «Doch, sicher, schau doch einmal den Korb an, der ist ja viel grösser als dein Bauch.» So schnell wollte ich aber nicht aufgeben. Schon gar nicht von der Clara. Ich kann aber viel mehr Äpfel essen als du. Und dazu noch viel, viel schneller. «Nein, kannst du nicht», hat Clara gesagt. «Doch, mal.» «Nein, kannst du nicht», hat Clara wichtig gesagt. «Schau doch einmal mein Maul an, das ist viel grösser als dies.» Sie hat vor dem Spiegel das Maul aufgemacht, so fest, wie sie nur hat können. Ich habe mein Maul auch aufgemacht, auch so fest, wie ich konnte. «Okay», habe ich gesagt, «dein Maul ist grösser als meins. Aber es gibt etwas, wo du nicht weisst. Wenn ich will, dann kann ich so schnell essen wie eine Rakete. So schnell wie eine Rakete kannst du nämlich nicht essen. Dir fehlen 4 Zähne, 2 oben und 2 unten. Und ohne Zähne kannst du nicht so schnell essen wie eine Rakete.» Hey, bin ich stolz auf mich. «Gut», hat Clara plötzlich gesagt. «Wir machen das Wettessen. Wir stellen uns neben den Korb und wenn ich 1, 2, 3 los sage, fangen wir an essen. Am Schluss zählen wir den Töpfelbützki.» «Gute Idee», habe ich gesagt. «Wir machen ein Wettessen.» Wir sind beide neben dem Korb gestanden. Clara hat auf 3 gezählt und jeder von uns hat schnell einen Äpfel geschnappt. Ich habe leider einen riesengroßen Äpfel verwünscht, weil ich schnell wie eine Rakete den erstbesten Äpfel gepackt habe. Einen grossen Äpfel kann man aber nicht so schnell essen wie einen kleinen. Clara war natürlich schlau und hat immer nur die kleinsten genommen. Das habe ich viel zu spät gemerkt. Und wie sie gegessen hat. Ich sage euch, ihre Zähne haben sich so schnell bewegt wie eine Nähmaschine. Sie hat immer schneller gegessen, immer schneller, immer schneller. Clara hat schon 8 Äpfel gegessen, 2 mehr als ich. Und ich habe schon gedacht, jetzt gewinnt sie. Aber da sagt Clara plötzlich, ich kann nicht mehr. Aber ich mag noch, habe ich gerufen. Ich habe weiter gegessen und weiter gegessen. Als ich die 10 Äpfel gepackt habe, habe ich laut gerufen, «Sieger, Sieger, Sieger!» Ich musste sehr laut rufen. Clara war nämlich nicht mehr rum. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich unbedingt aufs WC muss. Und wie? Ich bin zum WC gerannt, aber es war besetzt. Clara ist schon drauf gehockt. «Clara!» habe ich verzweifelt gerufen. «Ich muss. Der Sieger muss unbedingt aufs WC.» «Es geht nicht», hat Clara gestöhnt. Ich bin vor dem WC umgekumpelt. «Clara, ich muss. Der Sieger kann nicht mehr länger warten. Ich muss. Ganz dringend.» «Ja, ich auch», hat Clara brüllt. «Geh weg und lass mich in Ruhe.» Mir war es elend schlecht. Ich habe schon die grosse Katastrophe gesehen. Der Sieger mit dem Gack in der Hose. Plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, dass wir ja noch ein Gäste-WC haben. Ich und Clara haben zwar das Gäste-WC nicht brauchen, aber jetzt war ein Notfall und ich habe es gerade noch knapp geschafft. Die Mami hat schon ein bisschen komisch geschaut, als sie heimgekommen ist und keines von ihren Kindern rum war. «Hallo!» hat sie gerufen. «Wo sind ihr? Warum ist es so ruhig?» «Ich bin da!» hat Clara gerufen. «Und ich hock da!» habe ich gerufen. «Ja, was ist passiert?» Die Mami ist überhaupt nicht rausgekommen.
Warum hockt ihr beide auf dem WC und stöhnt so laut? Was habt ihr denn wieder angestellt? Ja, nichts, hat Clara gesagt. Wir haben nur ein Äpfelwettessen gemacht. Und ich bin der Sieger, habe ich aus dem Gäste-WC gerufen. Und dann hat die Mami eben die Fotos da von mir gemacht. Ich als Sieger auf dem WC. Haha. Ein kläglicher Sieger. Ja, kurz darauf haben wir aber noch mal wissen, wer stärker ist. Ich oder Clara. Die Mami hat einmal den ganzen Tag die Wohnung geputzt. Es hat Besuch erwartet und hat sich richtig Mühe gegeben. «Sind bitte schön brav», hat die Mami gesagt. «Ich komme gerade wieder zurück. Ich muss nur noch schnell etwas posten.» Am Anfang waren wir auch schön brav. Dann habe ich Clara gefragt, «Du, wer ist stärker? Ein Mann oder eine Frau?» «Ein Mann», hat Clara gesagt. «Dann bin ich also stärker als du», habe ich zufrieden gesagt. «Das stimmt nicht. Du bist nicht stärker als ich. Du bist ja viel kleiner als ich.» «Aber ich bin ein Mann. Aber ich bin grösser und älter. Ich bin aber trotzdem stärker als du.» «Nein, das bist du nicht.» «Doch.» «Nein.» So ist das hin und her gegangen, bis ich eine Idee hatte. «Gut. Wir machen den Kampf, bis einer von uns aufgibt.» «Gut», hat Clara gesagt. «Wir machen den Kampf.» Und sofort haben wir angefangen zu kämpfen. Das Zimmer hat ausgesehen wie ein Schlachtfeld, aber keiner wollte aufgeben. «Ich glaube, wir sind gleich stark», habe ich nach einer Weile gesagt. «Gut», hat Clara gesagt, «dann kämpfen wir halt, bis einer von uns aufgibt.» Aber keiner von uns wollte aufgeben. Wir haben weiter gekämpft und geschwitzt wie in einer Sauna. Plötzlich hat Clara gesagt, «Jetzt weiss ich, wie wir es machen. Wir ziehen beide an einem Seil. Du am einen Ende, ich am anderen. Wir machen einen Strich auf den Boden und wer der andere über den Strich ziehen hat gewonnen und ist der stärker.» Clara hat gestrahlt. «Du, das ist lustig, das haben wir mal in der Schule gemacht.» «Also gut», habe ich gesagt. «Wir machen das Seil ziehen.» Seile haben wir schnell gefunden. Wir haben einfach eine Mami sein Wäschseil genommen. Mit einer weissen Kreide haben wir einen Strich auf den Teppich in der Stube gemacht. Wir haben Platz gemacht, haben die Sessel und das Sofa auf die Seite geschoben und den kleinen Tisch haben wir weggedreht. Jetzt hat es losgehen. Wir haben beide gezogen, so fest, als wir können. Ich hätte ganz sicher gewonnen, wenn es nicht plötzlich getatscht hätte. Das blöde Seil ist gerissen. Und weil ich so fest gezogen habe, bin ich hinten rausgefallen. Zack, auf die grosse Vase mit den Blumen und dem Wasser. Der ganze Teppich war flotschnass. Clara ist in den Gummibaum gefallen. Der ist umgekippt und der dann ist in alle Richtungen geflogen. Wir wollten gerade aufstehen, da ist die Mami mit seinem Besuch heimgekommen. Sie sind wie angewurzelt bei der Tür stehen geblieben und haben grosse Augen gemacht. Die Mami ist ganz bleich geworden. «Es ist nichts passiert», hat Clara geküchelt. «Mein Bruder hat einfach wissen, wer von uns stärker ist.» Ich habe angefangen zu heulen. Dicke Tränen sind mir die Backen abgetrollt. Das Seil ist gerissen. Das blöde Seil ist die Schuld. Und jetzt sind meine neuen Hosen ganz nass. Die Mami hatte gar keine Freude gehabt. Aber ich bin sicher, dass ich stärker gewesen wäre als meine Schwester Clara, wenn es nur das Seil nicht vertatscht hätte.